ein Dossier, den wir am Europaparlament bald 3 Jahre behandeln, das die Direktiv, die man nennen Television sans frontières. An dieser Richtlinie geht es darum, die europäische Gesetzgebung von 1989, die wir haben, für grenzüberschreitende Television, auch von der Lützeburg RTL ganz viel profitiert hat. Es geht also darum, die zu ersetzen, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind, weil sie auch die Realitäten an besonders dem technischen Fortschritt an dem Bereich an diesem 21. Jahrhundert nicht mehr entspricht. Es geht mir darum, an noch meine Kollegen, an meiner Fraktion, den Marché intérieur, de Binnenmarkt an diesem Sektor zu garantieren. Und das basiert von allem auch auf dem berühmten Prinzip vom Pays d'Origine, den wir ja leider an der Direktiv Bolkestein kaputt gemacht haben, weitgehend, von dem wir aber leben, zu Lützeburg am Bankensektor und auch am audiovisuellen Sektor. Es geht also darum, das beizubehalten. Das ist weitgehend gelungen. Das ist, wie gesagt, immens wichtig für Lützeburg, weil es erlaubt, RTL auch dann weiter hier Sitz zu Lützeburg zu haben, und von da aus hier Programme an andere Länder zu senden. Ein wichtiger Punkt an dieser Direktiv als aber auch die Verlieren von der freier, nichtstaatlicher Television. Lützeburger gucken ja viel Deutsche Television, die als öffentlich-rechtlich, ARD an ZDF. Der wisst aber, dass das Hauptabkommen von der privaten Television auf Reklamen basiert. Und dafür war es wichtig, bei der Erneuerung von dieser Direktiv einen Kompromiss zu finden zwischen raisonablen Unterbrechungszeiten, ohne dass dabei den Televisionssender einen großen Teil von hier seinem Abkommens verliert. Wir hoffen, dass wir es fertig bringen, dass das so geregelt wird, was die Publizität angeht, dass Programme, Filme können all 30 Minuten unterbracht gehen. Das ist verständlich, geht auch gesagt vom Sektor, weil die meisten Televisionsprogramme damit leben können. Verschiedene Sozialisten an die Grünen, die wollen, dass das aber nicht mehr alle 45 Minuten soll geschehen. Das ist ein bisschen unlogisch, weil es mit der Dauer von den meisten Programmen am Film nicht übereinpasst. Und da mit Geifen als gesagt gehen, wenn wir das so gingen machen, wie die es gerne hätten, die 45 Minuten anstatt die 30 Minuten, wo ein Kind unterbrechen, damit ging von hinten all Jahr über 200 Millionen Euro Unabkommens aus der Werbung, aus der Publizität verloren gehen. Da könnten sie natürlich die Suchen nicht mehr ausgehen, die sie nicht mehr haben, für ordentliche Programme zu machen an ordentliche Produktionen. Ein anderen umstrittenen Punkt an dieser Direktiv, das für den Placement de Produits nennt, das heißt, wenn zum Beispiel den James Bond oder wie, wenn man den Aston Martin fährt oder wenn irgendein Kommissar mit einer BMW oder einer Mercedes fährt, das gesagt dann an den Filmen, das nennt den Placement de Produits. Auch da probieren wir einerseits den Konsumenten zu schützen, indem es Produktplatzierung, anstatt richtig auf Lützeburg gesagt haben, weiter verboten ist, an den Nachrichten, an Dokumentären, an selbstverständlicher Kannerprogrammen, dass Platzierung von Produkten aber erlaubt gehen, an Filmen, an Serien, das von allem auch für die europäische